Bei der neuen Episode der Podcast du wie heute Rennfahrer Dylan Pereira als Gast, direkt aus der Welt vom Motorsport. Moin und willkommen zurück beim Le Podcast. Heute sind wir in der dritten Episode und der froh, dass wahrscheinlich, wo wir gerade sind, oder für was das Sportteil so ist gesagt. Ich meine, wir sind alle gut, denn momentan sind Prüfungsexamen und ja, es geht auch um Sport heute, für den Sportteil, auch von der heute ein bisschen erwischt, das ist ein anderer Grund. Wir sind heute beim Dylan Pereira und er erzählt uns heute ein bisschen über sein Alltag am Motorsport. Den Daily Life mich noch nicht kennen. Ich bin Dylan Pereira, 27 Jahre, ich bin seit ganz lange am Motorsport. Ich habe 4 Jahre angefangen am Motorsport hier zu Monarch. Ich hier all Weekend ein bisschen fahren, einspannen alle Sonden. Am Anfang mal, bis ich 7 Jahre hatte, dann noch dann Samstag, Sonntag, AKS und dann mal 10 Minuten Kursen. Von daher, ja, immer mehr und dann bis ich da sehe, wo ich los bin. Mal, du siehst, du hast mit 4 Jahren gefangen. Kannst du dich noch daran erinnern, überhaupt? Oder? War ich schon ein paar Fotos, immer so. Das da, dann steht auch was für Karting. Ich meine, die Karting und ich noch bei mir daheim stehen, also bei meinem Papa in der Garage stehen, natürlich hängt da. Ja, weil den ist immer schöner um anzugucken. Ich meine, das sind immer gute Memories, wie man das sagen. Bon, dann noch, ich kann mich auf kleinen Teil also erinnern, wie ich gefahren bin, Sachen, die geschieht sind. Also, aber wirklich genau, ob ich das gerne hatte oder nicht, in dem Moment, ich weiß es nicht. Ich meine, ich war einfach viel zu jung. Das heißt, ab wann ist das dann so kompetitiv? Ich weiß, mit 4 Jahren habe ich Barcelona nicht Kurse gefahren. Ja, mit 10. Mit 10 ist schon angefangen. Das ist eigentlich ein kleiner witzige Story. Also, den 10. Juni ist mein Geburtstag. Und dann 10 Jahre alt gehen. Und dann sind ich auch 10. gehen auf der Kurs. Das heißt, war das ein bisschen alles 10. Aber war da so schon angefangen. Und ja, dann eigentlich mit 12 schon Richtung Weltmeisterschaften am Karting. Also, weil das ist ziemlich schnell abgegangen. Und ja, voilà, mit 15 dann dementsprechend dann ein GT. Also an Autoskurse sozusagen. Wie hast du dann so mit 15 warst du ja noch jung, das ist da bestimmt das ist mega, an so einem Auto zu sitzen, dafür zu fahren. Das ist mal kompliziert, weil du hast ein Karting, wo 120 Kilo weit ist, und da gehst du an ein Auto, dann 1,3 Tonnen weit oder 1,5. Das ist schon ein großer Unterschied. Das heißt, am Anfang musst du schon wirklich darum gewinnen. Du musst voilà, ein bisschen trainieren, ein bisschen hier und da. Und dann war es 2 Championate, also die Championate, wo ich gefahren bin, das VW Golf Cup. Das ist alles an der Gegend von Polen, Slowakei und so weiter gewesen. Und da, du darfst nicht trainieren mit den Autos. Das heißt, der VW hat die Auto mitgeholt und dann bist du auf die Strecke gekommen, hast ein freies Training und hast den Quali von den Kurs gefahren. Ich konnte wirklich nicht trainieren. Das war ein bisschen schwer, das erste Jahr. Mit der 2. Jahr war ich schon ziemlich gut, sind ich auf 2. dann am Meisterschaft gehen. Und dann darauf sind, weil das ein bisschen hier am Land geschwart gehen sozusagen. Und dann auch von den Sponsoren kriege ich dann ein bisschen mehr. Und dann darauf sind ich dann die Decision geholt, komm, ich gehe Richtung Porsche Supercup. Und dann von den ersten Championaten am Porsche Cup. Die erste Kurs, wo ich dann am Supercup gefahren bin, war dann zu Austin 2015, das war die letzte Kurs vom Championat. Ich bin eigentlich mitgefahren, um zu gucken, wo ich bin, für zu gucken, okay, geht das, kann ich da mithalten oder nicht. Und voilà, da war ich auch in der Wehe, wo zu viel geregnet, das war die Zeit, wo ein Hurricane dort dran war. Und voilà, und da, wo wir dann das Qualifying gar nicht gefahren, weil einfach so viel geregnet hat. Und dann sind wir an der Kurs gefahren und da war halt wirklich viel Regen, also die ersten 5 Tiere habe ich gar nicht gesehen. Und da war ich aber ziemlich gut. Ich meine, ich war auf der 8. Platz in der AW, bis ich dann rausgeschossen gesehen. Aber voilà, mir hat auch gewiesen, dass ich aber kann. Und ich meine, die erste Kurs da, mal wenig Erfahrung, da ich da schon an Top 10 rauffahren, war schon gut. Zumal an denen Wetterkonditionen. Ja, an den Wetterkonditionen, mit den Fahrern, die da sind, ich meine, die besten Porsche-Fahrer sind da gewesen. Oder noch immer. Und voilà, und darauf sind ich gesagt, okay, wir können das machen. Und da müssen wir halt am Band da gut schaffen, für die Sponsoren alle zusammenzufahren, für dass die Championat fahren. Wie lange warst du gefahren, bis du da wirklich angefangen hast zu gewinnen? Boah, das ist nicht mehr auf. Ich meine, du fängst an zu gewinnen in einer Kategorie, wo es gerade 4 ist. Und dann am B-Mal siehst du, okay, ist gut genug, und dann gehst du auf die nächste. Das heißt, du musst dich lernen, und das ist immer so. Und ich meine, seitdem ich bei der Armee gegangen bin, als für die Elitesportler, da habe ich das alles voll professionell gemacht, ich habe Vollzeit meinen Sport gemacht. Und darauf konnte ich mich wirklich konzentrieren und halt da gucken, dass ich halt auch fitnessmäßig und alles rundherum, Reaktionstraining, alles super, es fehlt halt noch besser zu gehen.
Und voilà, das hat halt ein bisschen gedauert, 2-3 Jahre am Porsche Cup als Training, bis ich dann angefangen Podium zu rauszufahren. Und auch dann 2020 dann auch Vizemeister gesehen am Supercup, Vizemeister in Deutschland. Voilà, da ist dann immer mehr, dann als 21 WC, Weltmeister in Endurance, da Vize-Weltmeister drin. Voilà, und dann immer so weiter. Das hat ein bisschen gedauert, bis ich wirklich reingekommen bin. Aber voilà, so 3-4 Jahre voll intens Training an Vollzeit sozusagen. Also ich wirklich dann nur gemerkt, okay, lo warst du wirklich gut dabei. Und bon, ich meine, Lea ist immer bei, du musst immer weitermachen, weil die anderen gehen noch immer mehr schnell. Die Leute, die sagen, das ist kein Sport. Ich meine, du kannst Ja, ich meine, das Recht ist wirklich viele Leute, die so okay, hey, das ist einfach kein Sport, weil sie das einfach vergleichen mit Straßenauto von der Tisch. Das ist dann immer ein easy Vergleich, also Straßenauto, als wenn du trippelst, aber wenn du fährst, Kurs, als wenn du Vollsprint gehst laufen. Das ist zehnmal nicht selber, grundsätzlich du bewegst dich nur viel sozusagen, und musst aber viel mehr in den Effort. Und genau selber bei uns. Das ist, wenn ich zum Beispiel fahren und ich auch schon alles gemost, mein Puls und so weiter, und an der Kurs zum Beispiel ein Moyen von 145 Puls. Das ist schon hart, dann noch Peak von 108, schon 170, das ist schon extrem. Wieso? Weil man zum Beispiel am Porsche Cup kein Klima sagt. Das heißt, wir haben zum Beispiel schon 60, 70 Grad am Auto. Das ist wirklich warm. Wenn ich eine halbe Stunde gefahren habe, habe ich ungefähr 1,5 Kilo Wasser voll. Das ist schon extrem viel. Das ist schon. Voilà, das ist schon physisch. Und dann musst du zum Beispiel Brems, so ein GT3-Auto, wo ich fahren, zum Beispiel muss immer bis zu 120, bis zu 150 Kilo an Brems trecken. Okay, wenn es an Brems geht, hat 15 Mal den Tour plus minus. Das ist auch schon anstrengend, doch wir bremsen mit links. Das ist dementsprechend das auch wichtig, dass weil du bist dann immer ein bisschen schief, wenn du schiefreden daheim ein probiert, mit links zu bremsen oder zumindest, also aufpassen, weil es nicht so einfach ist, wenn du mit links sich positioniert, dann hast du dein Becken alles ein bisschen gedreht. Das ist, darauf musst du auch deine physische oder Mobilität trainieren, für dass du das aushalten kannst, weil sonst warst du immer so schief und dann willst du bremsen und dann kriegst du entweder Rückweg. Das ist alles das musst du auch dabei haben. Ne? Und dann ist eine ganz G-Force, was du hast. Das ist, wir können bis zu 2 G kriegen, das ist 2-mal der Körpergewicht, das optisch wirkt. Und das musst du da halt permanent dann auch verarbeiten. Wie ist es dann? Was sind hart gefahren am Auto und wie wirkt das auch? Ich meine, Familie und so, das ist auch immer so. Ich meine, aber manchmal gibt es in der Auto, weil sie möchten schon einen halben Drama, weil ich lange mit dem Führerschein, dann kann ich mir vorstellen, dass das dann wahrscheinlich auch Familie für dich. Bist du hast immer ein bisschen Angst, aber wie ist das? Ich meine, die Familie will ich nicht verlieren, natürlich, das ist schon sicherlich immer eine Sache. Wir als Fahrer, wir wissen einfach, was Gefahren da sind, und muss nicht ausblenden. Ich meine, wenn du anfängst zu überlegen, an Angst zu haben oder so, dann wirst du nie mehr die Performance da rausholen, was du musst, weil das ist schon verrückt, was wir machen. Ich meine, wir haben eine Moyenne-Geschwindigkeit von 180, 190 km/h, das ist schon extrem schnell. Es kann aber immer geschehen. Ich meine, denke, zu Barcelona 2024, Ende vom Jahr, hatte ich am Start, dass immer an ein Auto gerannt sind, an die Leitbahn gefunden, ein Auto, dann 2 Dele abgerast gehen, an Flamme gegangen. Das kann schon geschehen. Ich meine, ich hatte die Chance, dass die Rechtszeit war, nicht die Längszeit, das wäre ich wahrscheinlich nicht mehr heim. Aber das ist schon extrem. Also ich meine, man muss einfach nicht dran denken, gucken, dass der klassifiziert ist. Ich meine, das gefällt es schon. Am Endeffekt, ich meine, das ist so, das kann doch von daheim fortgehen, über die Straße laufen, dann kann noch ein Auto, weil ich meine, die Gefahren sind da. Ich meine, wenn du zu viel überlegst, dann möchte ich nicht mehr. Mit der Familie sicherlich. Meine Mama zum Beispiel hat immer Angst, wenn ich fahre. Kannst du immer gucken, meistens. Mir ist immer immer aufgeregt und immer Angst. Mein Papa ist ein bisschen Mann. Mein Baum zum Beispiel guckt auch keinen Kurs von mir. Sie sagt, du kannst gucken, aber von mir nicht. Ich meine, von mir einfach, ich will nicht gucken, wenn etwas geschieht, dann gehe ich einen Herzinfarkt kriegen. Also in dem Sinn, guckt das nicht. Voilà, das, ja, ich meine, wir reden immer den Support, das ist das Wichtigste. Aber auch für so gefahren SMB zu gehen, trainierst du sollst wieder du trainierst im Simulator. Wie no könnte das in der Realität? Also, wieso, das ist ein gutes Beispiel. Ich spiele selber auch daheim. Ich schon selber kein richtiges Simulator, ich steuere mit Pedalen. Ich weiß aber, dass das nicht das ist, was
ich dat Realität ass méi Vino zum Beispiel dei Simulator ass wahrscheinlich abs anderes wie dat wat anderer do kënnt dat wirklich no und Realität ass immer so awer noch e großen Unterschied. Mein Simulator war schön, das kann ich relativ friedlich auch kaufen, also dann echt extra speziell, okay, kostet ein bisschen abs. Aber voilà, das ist aber schon realistisch mittlerweile. Mittlerweile wird ja alles ein bisschen laser gescannt, das heißt, die Strecke sind eigentlich ziemlich genau. Echt, dass ich letzte Woche gefahren sind auch gefahren und dann habe ich geguckt zu Zandvoort. Und dann habe ich einen Simulator trainiert mit meinem Teamkollegen zusammen und ihm schon ein bisschen Sachen erklärt, wie ich das so mache. Und dann noch da und ich geguckt und wirklich Brandpunkte sind eigentlich ganz, ganz ähnlich. Ich glaube, vielleicht auf 5 Meter Unterschied. Also schon wirklich genau. Ja. Den es halt fehlt, das ganz G-Force, ja, das Gefühl für die Geschwindigkeit. Ich kann nicht so direkt so vom Simulator oder von der Playstation könnt, ich gehe direkt schnell. Das heißt, du musst Druck gewinnen. Hier die ganzen Ideen, welche musst du fahren, was für eine Linie musst du fahren, das ja. Aber musst du ein drauf schaffen und gucken, ob du Angst hast oder nicht und so weiter. Das ist mein am Auto sitzen. Ja. Formel 1. Das ist ja so, das ist für mich, wenn ich so mal Rennfahrer sind, wäre das mein Ziel, Formel 1. Ist das für alle Rennfahrer so? Oder ist das ich meine, für die meisten Rennfahrer. Ja. Ich meine, das Ziel, das Formel 1, wenn es klein war, ist was am Karting, ja, Formel 1, Formel 1, Formel 1. Wir haben im Endeffekt das große Rolle spielt, das Zuen Connections. Das heißt, wenn du keine Zuen hast, dann kannst du eigentlich nicht gewinnen. Das ist schon, also, außer dass du wirklich Connections schon an der Formel 1 sind, wo du dann mal drauf sehen und dass du schon am Karting dann Kontakt hast mit ihnen. Dann kann es nach Riesenweg gehen, aber grundsätzlich, wenn du guckst, wenn du Formel 3, Formel 2 alles guckst, all die Leute, die da sind, meistens sind Familien oder so, wo wirklich viel suchen und dann dann noch die machen. Ich meine, schon immer ausgerechnet ein bisschen für einen Zoll ein bisschen zu gehen. Ich meine, ausgerechnet, wenn du vom Karting fortgehst, Richtung Formel 1, ohne dass du Formel 1 fährst, da brauchst du ungefähr 13 bis 15 Millionen. Und du musst dann alle Jahre gewonnen und weiter davon. Ja. Das ist schon wirklich extrem viel. Ich meine, dann, du gewinnst nicht alle Jahre direkt. Dann geht, also, das ist nur ein Pferdesprung, und das wird Biestri. Ja. Und die anderen nicht. Das ist, du brauchst halt vielleicht 1 oder 2 Jahre, für das dran zu lernen und auch zu gewinnen. Ich meine, das ist schon viel so, wie bist du in. Und dann daraus sind noch Formel 1. Ich meine, da sind noch viele Leute, die bezahlen. Ich meine, vielleicht 5, 6, 7 Leute nicht. Die anderen bezahlen für dort zu sein. Und da schätze mal von 100 Millionen oder mehr. Ja, dann eigentlich just kurz zum Schluss. Du hast schon Success gehabt, auch du hast gesagt, du warst Vizemeister. Wie hast du das Gefühl zu wissen, dass da aber von denen ganz viel dabei ist? Das ist bestimmt aber mega zu wissen, dass du wirklich, du warst gut, du weißt, du warst gut und du hast auch die ganz, wie soll ich sagen, du beweist es ja. Du beweist, was kommt. Und wie hast du das Gefühl? Ich meine, du realisierst das eigentlich am Endeffekt nicht so wirklich in dem Moment. Ich meine, du gewinnst halt zum Beispiel Supercup und voilà, du realisierst das immer so 1, 2 Wochen danach, was du wirklich gemacht hast. Und das ist auch dann, wenn du dann zurück an Land kommst, die Leute, die das dann Makro tun und so weiter. Auch dann Vize-Weltmeister an der WEC, auch Zweiten zu Le Mans. Ich meine, das hat auch noch kein letztes fertig bräuchte, das ist schon da ja schon mehr cool, dass du das dann Geschichtsbücher so könntest sehen sind. Das ist schon schön zu wissen. Aber bon, ich meine, grundsätzlich also ich zeige viel, ich meine, du musst immer weiter. Ich meine, meine Ziele sind noch nicht erreicht, dann da muss ich immer weiter kämpfen. Natürlich, das sind immer so kurze Momente, wo du siehst, okay, wow, das war cool, war geil, und dann gehst du dann, musst du weiter schaffen, für weiterzukommen. Dann Ziele, was sind dann die Ziele noch für die Zukunft? Mein Ziel, ich meine, ein großes Ziel als Wirksfahrer zu gehen, natürlich, dass er für einen offiziellen Markt, zum Beispiel Porsche oder Audi, egal, für ist natürlich das Ziel, ich bezahle, für halt die großen Kursen zu fahren. Und dann, weil an die großen Kurse will ich da fahren, aber dann am Overall-Klassement. Das ist im Moment fahren ich die Kursen am meisten smart. Dann ist es verschiedene Kategorien. Das ist Bronze-Kategorie, Silber-Kategorie, Gold-Kategorie. Das ist ein Amateurfahrer, wo man mir ist. Zum Beispiel ist ein Semi-Pro, wo man mir ist. Und ich will einfach 2 Professioneller holen, wo du da kannst du overall gewinnen. Ne? Das ist dieselbe Staude, wenn du halt, kannst du dann overall gewinnen. Und das ist halt für mich das große Ziel. Und die Großkurse sind halt 24 Bar, 24 Stunden Nürburgring, Le Mans, Daytona. Ich meine, die sind die Betthörs 12 Stunden. Natürlich, wenn die Kursen sind für mich so die Hauptkurse, und die will ich denke 4 Matt fahren und auch gewinnen. Ja, ich gebe so nicht wahr für heute.
Ich wünsche dir natürlich viel Glück, ich hoffe natürlich, dass die Ziele dann erreicht. Merci. Und ich noch vielmals merci, dass der Zeit ist, für zu kommen. Zum unseren stressigen Kalender. Aber ich gebe da so, das war der dritte Erfolg. Und ja, alle merci, merci Dylan. Merci.